Hey zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Battlefield 3 Waffenmarathon. Ihr seht, ich spiele heute L680K2 mit Frontgriff, Laserpointer und Holo. Zur Waffe, also zuerst noch kurz etwas zum Spiel, was ich jetzt mache. Ich spiele wie immer 200 Tickets. Nicht mehr, nicht weniger, natürlich einfach ungefähr, also vielleicht schon ein bisschen mehr, vielleicht auch ein bisschen weniger. Aber einfach 200 Ticks. Und ja, schauen, was ich da machen kann. Und ihr könnt mir natürlich wie immer in die Kommentare schreiben, welche Waffe ihr als nächstes sehen. Und dann probiere ich die zu spielen. Auf jeden Fall, jetzt ist eben der L680A2 dran und ich finde sie nicht so toll, aber es ist eine Waffe, die man spielen kann. Ich würde sie nicht meine Lieblingswaffe nennen, aber sie ist ganz okay. Und hier lebe ich irgendwie gefährlich, habe ich das Gefühl. Sind die hier oder sind sie oben? Sie sind hier. Auf jeden Fall, ich finde sie nicht schlecht, aber es ist halt auch nicht meine Lieblingswaffe und das Setup ist auch ganz okay. Halt einfach Laserpointer ist teilweise recht verräterisch und zum Sprayen kann ich auch nicht wirklich brauchen, weil wenn ich spraye, dann spray ich genauso gut in Anführungs- und Schlusszeichen ohne. Oh, ich schwöre. Ich bin tot. Schöne Zeit gewesen. Tschüss zusammen. Oder ne? Kommt dann nicht, stay hart. Okay, auf jeden Fall Laserpointer kann halt teilweise recht verräterisch sein, wenn man in einer guten Deckung ist, wo ihm niemand... nein, Messer hinter mir. Wo ihm niemand wird sehen und dann, ja, verraten sie ihm halt. Ich habe halt ein bisschen Probleme mit Reden, was soll das? Ist der drin? Ah, wieder mal meine Halluzinationen. Kommt vor. Ich glaube, ich bleibe ein bisschen in den Kanal, also in den Container natürlich, weil ich finde es auf Nahkampf wesentlich besser als auf Fernkampf. Und ja, der ist ziemlich offensichtlich, oder naheliegend besser gesagt, als ich auf Nahkampf spiele. Also auf Fernkampf. Ich tu mal die Seite hier decken. Ups, gescheiter nicht, dass ich nämlich Leute. Und ich sollte nicht direkt die Granate laufen, merci. Amen. Und so. Also, die müssen fast alle hier sein, wenn so wenig Leute da sind. Ah Mann, oder gemeines Arschloch. So. Würde man einmal einen Kill machen und dann so etwas. Also ihr merkt es auch, ich bin recht müde, ich bin immer noch erkältet, darum bin ich nicht allzu gesprächig und ja, ich weiß auch nicht so was sagen, ich bin ein bisschen durcheinander. Und das merkt ihr alles selber und ich habe jetzt fressen. Also nein, ich habe nicht fressen, aber ich habe fressen mit dummem Zeug, was bei mir recht schwierig ist, aber ich versuche es auf jeden Fall. So, wo ist der? Ja, wer? Komm schon, zeig dich. Hey, kann das sein, dass irgendwie nicht so viele Gegner hat, oder was läuft hier? Umführen. Merci. Was, der ist nicht tot? Am Arsch. Ist dort einer? Ja, dort ist einer. Ja, eben. Auf jeden Fall, auf Distanz ist sie recht... Also schlecht. Schlecht ist sie auch nicht, aber auf Distanz ist sie relativ... Sagen wir mal... beschränkt, weil sie halt gleich relativ bezieht. Ich bin wirklich durch meinen Ohren, aber auf jeden Fall verzieht sie recht auf Distanz. Und darum spiele ich es auch nicht so gern, weil ich spiele am liebsten Waffen, wo man halt auf beide Arten kann spielen und nicht nur auf Nahkampf oder nur auf Fernkampf. Und ja. Laserpointer ist eben, wie vorhin schon erwähnt, zum Sprayen für mich nicht so gäbig. Weil Sprayen tue ich so oder so, also mit Laserpointer oder ohne, tut es ja nicht wirklich viel verändern. Wenn ihr mehr fragt. Vielleicht tut es, aber mir denkt es nicht. Also mir wäre es noch nie aufgefallen. Die sind jetzt alle hier hin. Ah, das ist ein Kollege von mir. Was schießt auf mich? Arschloch. So. Am Arsch! Immer von hinten. Ja, das ist am Arsch von hinten. Ist noch naheliegend. Jetzt darf mich jemand von hier wiederbeleben. Du. So viele Leute und niemand tut den wiederbeleben. Das ist wieder mal typisch Battlefield, oder?
Ja, vielleicht sind es ja keine Medics gewesen. Auch schon. Aber irgendetwas muss ich ja sagen. So. Da kommt jetzt auch gerade einer rauf. Der, der mit dem Fallschirm ist runtergekommen. Ausser der will nicht natürlich. Er scheint nicht zu wollen. Dann gehe ich halt vor. Und hier ist gar niemand, ich habe meine Tasche. Aber ich weiß schon nie und das wissen wir schon seit Ewigkeiten. Und darum kann ich meine nicht Tasche haben. Das ist ein leichter Widerspruch, aber es ist jetzt so. Weil Fabio täuscht sich nie. So, hier hängen irgendwelche. Oh, will sterben? Nicht, okay. Oh, der wird sterben. Dankeschön. Nein, 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 nicht heute. Nicht heute. So, jetzt brauche ich ein Medikit oder ich sterbe. So, gib mir jetzt ein scheiß Medikit. Ich will nicht sterben. Sterben ist unlustig. Oh Gott. Das sind genügend Leute. So, hey, let's plötzlich leben. Ich muss weg, den haben wir gesehen. So. Hallo? Oh, knapp gewesen. Also, jetzt ein Medikit. Irgendeiner. Ein Medikit für einen Fabo. Das ist ein Kollege und ich habe mich gerade verraten und ich habe keine Munition mehr. Alles optimal. Wenn ich keine Munition mehr habe, spiele ich halt einfach mit mir ein Secondary. Ist ja klar. Ja, wenn ich zweite Waffe auflese, ist es ja nicht wirklich Waffenmarathon. Also ist ja mit der Secondary auch nicht, aber ich meine, sie gehört immerhin zu meinem Waffenkit. Ja, da können wir natürlich auch nur Sachen sagen wie nur Secondary. Oder so ein Bullshit. Okay, bin tot. Auf jeden Fall könnt ihr alles Mögliche, ihr könnt sagen nur Granatenwerfer oder was auch immer. RPG, Sniper könnt ihr auch sagen, ich bin halt nicht so gut mit Sniper, aber ich kann es versuchen, ein bisschen zu spielen, wenn ich ein bisschen übe, vielleicht am Arsch, genau so wie solche kann ich eben nicht spielen. Die sind jetzt gut für mich. So, auf jeden Fall, ich nehme hier mit Take Story auf, falls es jemand interessiert, und wir sehen, der Huere Cheater, das regt mich jetzt langsam auf. Take Story laggt, wie ihr hier seht, viel weniger, weil ich habe ja immer die doofen Lags zerstören. Und die scheinen jetzt weg zu sein, und ja, da bin ich natürlich erfreut, ist ja klar. Da niemand mehr. Gehe ich lieber von hier, ich traue diesen Leuten nicht. So, Niederhaltung. Der kommt jetzt hier sein. Hey, Alba ist einfach krank, schnell was sie im Down haben. Auf jeden Fall. 11 zu 8. Ich meine, es kann schlimmer sein. Und es ist ja wirklich nicht die übermäßig beste Waffe. Also, es ist schon nicht so schlecht, aber halt einfach nicht die übermäßig beste. Ich muss kurz husten. Ich bin immer noch... Ist doch ein Witz. Ich bin immer noch erkältet. Sorry, wenn ich ab und zu ein bisschen räuspere oder huste. Oder schreie, wenn man so sich mit der M5K killt, wo immer noch OP ist und wo immer noch so genervt werden. Genau wie der M16A3, wo einfach die OP-ste Waffe ist, die es je hat gegeben. Und ich hasse die Waffe über alles. Ich habe ein einziges Mal mit der selber gespielt und habe einfach gerissen wie ein Mohren, mehr als normalerweise. Und ich bin jetzt wirklich nicht so weltbekannt für das geile Gameplays reissen. Und dort habe ich trotzdem ziemlich gerissen. Das sehe ich SKS auf Nahkampf. So Leute sollte man einfach erhängen. Nein, sollte man nicht. Man sollte nicht mehr erhängen. Wir sind ja nicht im Mittelalter. Ich habe zu viele Sendungen geschaut, die im Mittelalter spielen. Und darum habe ich jetzt gefunden, dass man den sollte erhängen. Sollte man ja vielleicht auch, weil er spielt immerhin SKS auf Nahkampf. Und ich meine, das ist ein Grund, würde ich sagen. Ich sage jetzt nicht dazu, oder? Ich sage nicht dazu. Ist gut. Noch etwa 50 Tickets, dann habt ihr langsam Ruhe von mir, dann habe ich gefressen und ihr könnt wieder andere YouTuber schauen, die ein bisschen mehr Ahnung von ihrem Geschäft haben. Nein, natürlich nicht, ich freue mich, wenn ihr bei uns schaut. Ich wollte ja hier nicht irgendwie uns schlecht reden, Nudelplay schlecht reden oder so.
Das wäre ja dämlich. Und apropos dämlich sind die Spawns. Spawns sind dämlich. Idiot Team und Hacker gleich Bad Game, ja. Hure viele Hackers hat sie. Der hat schon hure recht. Und Ahnung muss er auch haben, wenn er sagt, dass im Battlefield viele Hacker hat. Es regt mich so auf, wenn jemand rumrennt wegen Hacker im Battlefield, weil es verdammt normal einfach nicht viele Hacker hat im Battlefield. Auch wenn einer rumjammert, dass es Hacker hat. Es hat einfach nicht viele Hacker. So, doppelte Niederhaltung ist doch auch etwas super tolles. Ist eigentlich nicht, aber es ist etwas. Ah, wenigstens eine M5K. Gut, ich würde sagen, die Tickets sind langsam mal durch. 250 Tickets, ich habe bei 50 gestartet. Und dann danke ich für das Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Ihr könnt gerne eine Bewertung da lassen. Es hilft uns so ein bisschen, ja, zu schauen, welche Videos ihr gut findet, welche nicht. Aber natürlich nur, wenn ihr wollt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.